So, hallo, guten Tag, mein Name ist Jürgen Drews. Langsam finde ich meine Stimme wieder, weil ich habe mich jetzt noch, ich war ja schon mal hier und es war gestern ein bisschen sehr, sehr, sehr lang, muss ich wirklich sagen, in der Mega Arena. Das war die Eröffnung und ich bin da erst dran gewesen man kann sagen, ungefähr um 2 Uhr morgens. Dann hatte ich noch was mit dem Frühstücksfernsehen von Sat.1 zu tun und so weiter. Die Zeit ging einfach dahin und irgendwann lag ich vielleicht um 5 Uhr im Bett und da konnte mich auch Ramona nicht mehr bewegen dazu, was anderes zu tun, als die Augen zuzumachen. Ne, Engelchen? Ich sah auch gestern, als wir uns ins Bett legen, konntest du auch mich nicht dazu bewegen, etwas anderes zu tun, als die Augen zuzumachen. Obwohl ich merke gerade, dass ich lüge. Stimmt ja gar nicht. Das stimmt nicht. Aber wie auch immer. Und da bin ich natürlich ein bisschen derangiert. Heute Nacht, Mega Arena. Und da fange ich an, um 2 Uhr morgens zu singen. Habe versprochen, dass ich nichts anderes hier singe oder singe. Aber den Titelsong, der auch dem Titel der neuen LP entspricht, die ich gemacht habe, die ich mir selbst zum Geburtstag geschenkt habe, kann man sagen. Denn ich bin aufgefordert worden, zuerst von meiner Plattenfirma, doch eine Best-of zum 70. Da habe ich gesagt, was Langweiliges kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, ja, ich habe mal gesungen, hier sind alle guten Titel, tschüss und ich hau ab. Und dann singe ich nur noch meinen alten Kram. Das bin nicht ich und das singe ich auch in dem Lied, es war alles am besten, so heißt auch die LP. Diese LP habe ich mitgebracht, ich glaube, ich habe fast 70 Stück mit. Und ich könnte euch gerne mal den Titelsong vorsingen, da ist jedes Wort, was ich dort singe, kommt er aus meinem Herzen und hat etwas mit 70 Jahren zu tun, die ich alt geworden bin und mit 45 Jahren, die ich schon quasi auf der Bühne stehe. Als Instrumentalist, hauptsächlich Gitarrist, dann als Sänger bei den Les Humphreys Singers, dann als Sänger in eigener Sache. Ich wollte zwar nie ohne Gitarre singen, aber das habe ich dann auch gemacht. Nämlich Bett im Kornfeld und. Dann war ich kurz in den USA, bin ausgestiegen aus dem Schlager und habe gesagt, ich mache wieder mal ein bisschen Popmusik, wo ich eigentlich hergekommen bin. Und dann bin ich wieder zurückgekommen aus privaten Gründen, wie auch immer. Und bin seit 1989, da hatte ich einen Titel auf dem Markt. Irgendwann, irgendwo, irgendwie sehen wir uns wieder, so hieß dieser Titel. Da fing ich wieder an in Deutschland und here I am. Hier stehe ich immer noch und bin um keinen Grad davon abgekommen, dass mir das, was ich mache, nämlich Musik machen, so einen Spaß bringt, dass ich sage, ich bin süchtig danach und ich habe viele schon therapiert, viele, die vor mir standen, ich wollte mich Arzt werden, habe deswegen mein Medizinstudium angefangen und so weiter und so fort. Aber es ist doch herrlich, ich kann Menschen therapieren mit Musik. Und was gibt es Schöneres? Also wenn du merkst, Leute freuen sich, da steht da so ein Hiopai auf der Bühne und singt irgendwas und es macht dem Spaß, dann macht es denen oft auch Spaß. Und das ist der Grund, weswegen ich auch in dem Lied sage, ich habe lange noch nicht genug. Wenn ihr wollt, singe ich euch diesen Titelsong mal vor. Ich kann das noch ein bisschen ausbauen, aber ich wollte erstmal ankommen. Ich hoffe, dass ich stimmlich jetzt schon schaffe, aber völlig wurscht. Ich singe das ganz live. Ich möchte mich auch ein Latte Macchiato vielleicht trinken. Hört euch das mal an. Der Titelsong der LP, die da heißt, es war alles am besten.